Wir werden uns da... Oh, es kommt die Nacht herein über das Ödland. Scheint wirklich was zu werden. Ja, Schatzerl. Das wird's auch. So. So. Jetzt soll's eigentlich... Na, Mizi. Und nun... Ah, da ist eine Siedlung. Genau, die möchte ich aber später machen. Ich würde jetzt zuerst einmal da in Richtung Flugzeug. Oh. Schlechte Idee. Nö, ist eine gute Idee. Die will nur spülen, Piper. Ah! Dein Arm ist noch dran, glaube ich. Bist du noch immer da? Ja! Und ich bin hier. Okay. Habe wieder was dazu gelernt. Ja. Toll. Hallo Mizi. Na, ich will ihr Dingsbums da, der will ja umlassen. Ich glaube mit so ein Mädel. Sehr geil. Mit mir nicht, mein Schatz da unten. Greif einfach zu. Richtig. Ja, Piper, wenn du herkommst, greif wieder bei dir auch zu, aber das... Naja. Das Ding kann ich nicht hacken. Nö, wir sind zu blöd dafür. Bissiger Mischling. Ist da nur er? Na, okay. Egal, wir gehen zu unserem eigentlichen Ziel. Und zwar ist es da unten der Flieger. Mal siehst du zu der Antransportfirma müssen wir auch noch gehen. Dort gibt es nämlich den Schlüssel für viel von die LKW. Ich werde es einmal da speichern. Ich hoffe halt nur... Oh na, Kinder des Atoms. Ach du Scheiße. Haben wir irgendwas, was ein bisschen Radioaktivität zurückhält? Nö.
Na, so ein Gunner. Gunner kriege ich eigentlich ganz gut hin, aber bei den... Was war das? Die kennen mich... Wie haben wir die jetzt bitte gesehen? Ich habe nichts gemacht. Nur der Wind. Nichts, das Atoms Zorn verdient hätte. Gush Piper, bitte. Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Die wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Richtig. So da. Die Beute gehört uns. Hast so schön. Was hast du da versteckt? Was? Piper, leidest du an irgendwelchen Halluzinationen oder an irgendwelchen psychischen Störungen? Dann bitte sagen wir's Nur gleich. mit mir. Geschafft. Nö. Mach die schnackig, du Sau. Danke. Ja. Da gibt's noch einen Flieger im leuchtenden Meer. Ich glaube. Den werden wir uns nämlich auch holen. Na? Jetzt da. Cool. Nö. Wir müssen... Ist da irgendwas? Ja, da ist noch ein Koffer. Aber ich will zuerst einmal... Was? Es kann doch nicht. Nur Illusion. Sicher haben die Ungläubigen sie mir in den Kopf gesetzt. Mir da nicht verschaut mit den Kindern des Atoms. Ich hasse die. So. Ich bin kein Freund der Atomkinder. Das wär's. Genau, zu diesem Fach wollte ich. Mal schauen, was drinnen ist. Ob unser Glück schon so hoch ist, dass da was Gescheites drinnen ist. Jetzt da. Wie schön. Stimpaks, Feurige Laser,
Ja. Wo ist das wertlose Stickel? Wo bist du, du Qualle? Da ist sie nicht. Siehst du? Nimmer wiedersehen. Danke, Piper, für diesen Hinweis. Den keiner braucht hat. Bingo. Hätte ich mir doch nur auch Lesestoff mitgenommen. Ja, die Zeit hast du. So. Da ist eine Teekanne. Eine Kaffeekanne, so. Wie komme ich jetzt auf Teekanne? Naja. Teekanne für Teekenner. So. Da aufhöhe. Eleganter Hut. Ja. Sehr gut. Wie ist er sich gleich gefreut? Gefällt mir. Piper. So. Wie schön. Ich glaube, da auf der Ebene haben wir jetzt einmal alles. Jetzt gehen wir da zurück runter und machen den Scheiß. Okay, da ist nichts mehr. Passt. Was machen wir als nächstes? Hey, Ah, schon wieder Gunner. Ich hasse sie. wow. Raider. Viele, nicht wahr? Auf Wiederschauen, Herr Raider. Gar nicht jetzt so weit gekommen. Das Berserkers Billardkö. Na bitte. Was zum... Wir sind hier nicht allein, Blue. Nicht? Hat das sowas gibt. Au! Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ah, das kann man nicht vorstellen, Piper. Jetzt bist du so schon ein sehr eigenartiges Ding. Ja, schau. Dark Hollow Teich. Naja, ist ein liebes kleines Camp, muss man sagen.
Also die haben ja schon ausgezogen, genau. Dich haben wir auch schon plündert. Naja, weiter geht's. Oh. So. Das ist ja nur ein Mischling. Naja, gut. Ich gebe mir mit Kleinigkeiten auch zufrieden. Aber nur dann, wenn so... Hey, da draußen ist was. Ja. Hm. Okay. Die bietet ein bisschen mehr Schutz. Und... Naja. Wurscht. Pfui! Was? Pfui? Oh, das ist ein... Mensch, Piper, du lässt da schon noch. Warum habe ich die überhaupt mitgenommen? Ach du Scheiße. Und das mitten auf offenem Gelände. Toll. Wo bist denn du Aas? Hast du das gesehen? Jetzt wird er nämlich gerade zustechen, die Sau. Erwartet. Entschuldigung. So da, liebe Leute, groß und klein. Ein Missionchen können wir noch machen, eine kleine. Oh. Sorry, aber wir brauchen wieder Drogen. Anders geht's nicht. War das alles?
War das alles? Du bist so ein Blitzbirnpiper. Also etappenweise denke ich mir wirklich, wo die Frau ihr Hirn hat. Und der Typ rennt mir jetzt sicher über die komplette Karten hinten nach. Kurz lang Blick, ich habe eine andere Idee. Wir haben ja noch mit an... Die alte Schirten, die schießt wieder daneben. Dirndl. Au! Jetzt sind wir hier. Ja, jetzt sind wir hier. Der Trottel, das war jetzt der... Wow. Ah, da sind wir. An, was ihr nicht zu Ende spielt. Au! 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 Ah! Hühnerkacke! Soll ich's noch einmal riskieren? Nö. Später. Wir werden also viele Begegnungen haben, dass wir gar nicht wissen, wohin damit wahrscheinlich. So, das ist für heute die letzte Mission, die wir machen. So, da. Ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist. Aber mit Piper hat man nichts als Probleme. Ist ja schön, wenn ein Mensch nicht perfekt ist oder glaubt, perfekt zu sein. Ich bin ja privat auch so ein Chaot. Ellie, bist du da? Nick? Wie gut. Du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. You're welcome. Gern geschehen. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier. Ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung. Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. Was kannst du mir noch erzählen? Mein Mann wurde ermordet. Er wollte Sean beschützen und dann haben sie ihn einfach. Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer.
die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. An was erinnerst du dich noch? There was a man and a woman. They didn't say much, but I remember they called me the backup. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. An was erinnerst du dich noch? Wir suchen nach meinem Baby. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Supermutanten? Wer sind die? Groß, grün, muskelbepackt. Mit anderen Worten, schwer zu übersehen. Die können wir wohl ausschließen. Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein, ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Glaubst du, es könnten Raider gewesen sein? Das bezweifle ich. Die können sich nicht mal selbst organisieren, geschweige denn sowas Kompliziertes hinbekommen. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schief läuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich, die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß. Ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Die Stimme werde ich nie vergessen. Tief und rau. Wie Schmirgelpapier. Das ist nicht viel. Aber eine harte und autoritäre Stimme kann einen in diesem Geschäft weit bringen. Was noch? Interessant, oder? Oh. Hallo? Vielleicht eine selbstgebaute Rüstung. Viele Söldner machen das, um hart auszusehen. Der Schutzanzug ist interessant. Sowas können sich nur wenige Söldner leisten. An was erinnerst du dich noch? War das jetzt geil? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Kellogg's, das Frühstückchen. Wer ist das? Glaubst du, er hat Sean? Das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Er wohnt hier? Ist er noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. So da, wir bleiben da jetzt sitzen und das nächste Mal werden wir mit Nick weiter spazieren. Und der Piper natürlich, unserem kleinen Vogel. Also dann, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei.